Was denn? Hi, servus, grüß euch. Ich bin der Neuzeit Bayer und habe eigentlich gar keinen Technik-YouTube-Kanal, aber ich teste heute trotzdem etwas und zwar live ohne Schnitt. Und zwar bin ich mit dem Teufelsflieger momentan unterwegs und habe hinten was drin liegen. Ich hol's mal schnell. Da bin ich wieder. Also pass auf. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht hier um eine Bose Box. Und zwar ist das wohl die größte Bluetooth-Box, die es gibt. Nein, nicht wirklich, da gibt es natürlich größere. Aber die ist sauschwer. Und sie heißt S1 und hat professionelle Anschlüsse und soll angeblich auch für Musiker taugen. Und ich möchte heute mal was testen. Dazu nutze ich meine Lieblingsfirma, die Mipro. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein, was wir da machen. So, da müsst ihr jetzt einfach durch. Ich werde das Ding nämlich jetzt nicht schneiden, weil auf Schnitt habe ich halt keinen Bock. So, und zwar nutze ich heute den Digitalübertrager von Mipro TA80. Da kommt dann ein Mikrofon drauf. Dann haben wir ein billiges Kabel von Thomann und den ACT 80R. Das ist ein Empfänger. Was mache ich damit? Jetzt passt auf, Leute. So, also wie schon gesagt, professionell eventuell möglich. Ich hoffe, dass die Ausleuchtung passt, weil die Sonne steht momentan da. Das heißt, ich schaue genau auf die Sonne, aber das ist mir jetzt relativ jacke. So, dann machen wir Folgendes. Also, ich stecke jetzt sozusagen die beiden Teile hier zusammen auf Klinke. Dann lege ich das Ding da oben rein. Und was geht jetzt? Und stecke es hinten in den Eingang. Da mache ich mal sicherheitshalber an. Drehen wir hier schon auf ein bisschen Mitte. Habe hier im Endeffekt auch einen Bass und eine Höhe und einen Reverb. Und den Reverb, den werde ich jetzt sozusagen super nutzen. Was wir noch brauchen, ist natürlich ein Mikrofon. Und zwar, was nehmen wir denn? Nehmen wir das teure Opus 89 oder nehmen wir das billige, wo gar keine Nummer draufsteht? Nehmen wir das teure. Jetzt kommt hinten sozusagen, pass mal auf, schaut's. Und das wird jetzt äußerst spannend. Anschalten natürlich. Da gibt es übrigens mal einen richtigen Test dafür, das muss ich noch ein bisschen durchtesten. Dieser Sender ist nämlich digital. So, jetzt haben wir das Gegenstück sozusagen. Ich hoffe, ihr seht noch meinen Kopf. Der ist auch schon an hier. So, den drehen wir mal auf 12 Uhr, dass ja nicht laut wird. Ja, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, damit ihr mich auch seht. Wie gesagt, kein Schnitt. Ich bin jetzt so weit zurück, dass ihr mich ein bisschen seht. Also, man soll es vielleicht auch gescheit einstecken. Immer die Kabelverbindungen prüfen oder wie früher mein Kollege von mir gesagt hat vom Radiosender, erst einmal die Treiber deinstallieren. Da haben wir keine... Okay. So, jetzt aber beieinander. Alles klar? Also, jetzt ja, das ist jetzt der Sound, der aus der Box rauskommt oder so. Klingt schon mal nicht schlecht. Ist auch relativ laut, so wie es ausschaut. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Hall dazu. So. Und da könnte man jetzt natürlich auch tierisch einen absingen. Juhu! Fahrradfahrer sind immer ganz nett, vor allem wenn sie so hübsch sind. Also, ich versuche mal was abzusingen, aber da muss man aufpassen wegen den GEMA-Rechten. Nicht, dass das dann wieder gesperrt wird von YouTube. Also, ich mach mal ein Jailhouse Rock. I went to the party in the county jail. A prince mama sang and began to well. A band was charming and began to swing. You should have never jailhouse sing. Also, ich habe das Ding übrigens noch nie in Lautstärke getestet. Ich muss jetzt leider mal dahinter. Ihr müsst jetzt das hier weiter verfolgen. Wie gesagt, kein Schnitt. So, also, wo gehe ich jetzt hin? Das ist ja relativ laut. Ja, da kann man schon was anfangen mit der Box, so wie es ausschaut. Genial. So, oh Mann, Kondition. Die kenne ich nicht. Ja, also, der erste Eindruck, den ich von diesem Bose S1-Teil habe, der macht sich also sehr positiv bemerkbar gerade.
Ich muss allerdings auch sagen, das Teil kostet ein Schweinegeld. Naja, Schweinegeld ist relativ. Für den professionellen, ohne Schnitt, für den professionellen Bereich ist es natürlich nicht viel, aber wenn man sich das nur so zu Hause irgendwo hinstellt als teure Bluetooth-Box, wie? Ihr glaubt nicht, dass es eine Bluetooth-Box ist? Moment mal. Ich lege mal das Mikrofon auf Zeiten. Ja. Dann drehe ich aber erstmal das hier rum. Ich habe es jetzt mal ausgeschalten, weil wenn ich natürlich jetzt die Box herhole und da schaut's mal. Das hat nämlich auch eine Bluetooth-Verbindung, die möglich ist. Und zwar da kann man sich mit dem Handy verbinden und dann ist natürlich etwas ganz gnadenlos Geiles möglich. Und zwar man kann hier natürlich die Musik einschleifen, man kann hier die Sprache einschleifen und in dem Moment kannst du natürlich einen super Sound machen. Du kannst im Endeffekt überall als Straßenmusiker auftreten oder irgendwo, wo halt irgendwas ist. Oder für ein Projekt, das ich schon seit Jahrzehnten im Kopf habe. Und zwar die Musical Suite. Was genau das ist, das verrate ich vielleicht irgendwann mal, wenn es mal soweit ist. Nicht, dass mir irgendeiner klaut. So, also das wäre mal ganz schnell, ohne Schnitt, die Bose S1. Und der Nightside-Bauer sagt momentan, schaut ganz gut aus. Ob ich sie aber wirklich empfehlen kann, da muss ich ein bisschen rumtesten. Grüß euch, servus!